Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Oxygen Not Included, schwieriger Titel. Wir sind in Deep Space Colony. Ihr spielt, oder ihr seht den Kanal von Chuti. Oh, ich sollte noch die Spielmusik aktivieren. Et voilà. Ja, die letzte Episode war ein bisschen geprägt von Aufräumarbeiten, Fehlerkorrekturen, Vorbereitungsarbeiten. Ich hoffe, dass ich in dieser Episode nun endlich wieder mal etwas Neues hinzukommt. Geplant sind immer noch Kantine, die werde ich hier bauen, die Küche ein bisschen ausbauen und ich möchte die Stromproduktion machen, gefolgt von der Sauerstoffproduktion. Ob ich das alles in eine Episode reinkriegen, denke ich nicht. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja, Nahrung ist nicht kritisch, aber ich glaube, das. Nee, das sieht gut aus. Die sind schon fast ausgewachsen. Das kommt gut. Okay, Batterie ist schon wieder fast auf Null. Das braucht nicht so viel Strom. Forschung, Sauerstoff. Oh, der Mikrobenmanche ist echt ein Stromfresser. Für das das nichts anderes macht, als Läuse in kleine, kompakte Läuseriegel zu manchen. Für 240 Watt. Ja. Na gut. So das Design leben wir damit. Wir sitzen so von Reserven aus. Kohle ist eigentlich ziemlich gut. Organisch okay. Stromhotel auch okay. Ja, ist nicht wahnsinnig viel, aber sollte mal für die nächste Zeit ausreichen. Ein bisschen Tempo. Habe ich schon erwähnt, dass ich diesen Sound echt scheiße finde? Ich werde es wohl noch ein paar Mal so werden. Vielleicht wird mein Protest irgendwann erhört. Guckt euch das an. Hier wird alles runtergeschaufelt. Boah. Ja, hier gibt es noch einige lustige Soundbudeleien. Echt blöd. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr von diesen luftdurchlässigen Zielen machen. Für eine bessere Luftzirkulation. Weil da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Quatsch gebaut. Ja, muss ich noch umbauen. Hier ist eigentlich noch so ein Klobereich. Der Lagerbereich eher unten. Aber ich war ein bisschen verwirrt aufgrund der Quelle zu Beginn. Aber okay, für den Moment passt das schon. Ja, jetzt bin ich natürlich dankbar, habe ich hier noch so viel Platz. Okay. Gut, Küche. Habe ich noch gar nicht. Ich glaube, da bin ich gerade dran mit Forschen. Ne. An der Belüftung. Noch an der Belüftung. Gut, jetzt wo die Nahrungskrise ja
Was habe ich auf 6 Duplikanten? Nee, das passt schon. Neuer Duplikant, Stinky, unser Arzt. Ja. Ne, der ist gar nicht schlecht. Scheußlicher Name, aber gute Werte. Willkommen in Deep Space Colony. Du darfst dir auch gleich ein Bettchen aussuchen. Hast du schon gemacht. Gute Nacht. Und morgen dann bitte fleißig ackern. Damit es ein bisschen vorwärts geht mit all den Bauvorhaben. So, schneller, 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 schneller. Das hier ist keine Ferienkolonie. Ich werde hier noch die Priorität erhöhen. Das ist einfach echt. Damit das arme Mehlholz wieder wachsen kann. Blöder Sand, echt. Blöder Sand. Gut, Forschung abgeschlossen. Das war hier noch genau für die Belüftung. Da war ich vor allem am Atmos-Sensor und dem Gasventil interessiert. Nehme ich jetzt wunder, ob ich die wirklich schon bauen kann. In der Zwischenzeit noch diese 2 Stufen im Nahrungstree. Also, wo ist der? Gasregler. Oder gehört der schon? Ach, verdammt. Ich hatte es befürchtet. Der veredeltes Metall. Metallveredelung. Nee. Wo ist denn das? Es wird wirklich immer komplizierter, dieses Spiel, und komplexer. Schmelzen, Metallraffinerie, ja, das dürfte diese hier sein. Erzeugt außerdem stark erhitzte Flüssigkeit. Ich habe Angst. Steinzermalmer. Das ist ja toll. Das wird noch ein Weilchen dauern. Hochdruck-Gasventil ebenso. Hochdruck. Plus Plastik. Okay. Gasventil ebenso. Oh, nicht schon wieder Sand. Echt, ich drehe durch. Ich drehe durch. Kann es sein, dass ab Tier 3 wobei, ja, muss nicht zwingend der Fall sein, die werden noch mit normalen Materialien hergestellt, naja, oder? Oder das auch gerne. Starkstrom, nee. Nee. Die sind noch oldschool. Metallveredelung. Noch nie gemacht, aber okay. Werden wir mal anschauen. Ich kann es eigentlich auch ohne. Ist halt einfach ein bisschen verschwenderischer. Also ich habe den Elektrolyseur. Der baut hier ja. Entschuldigung, muss mich schnell kratzen. Wasserenergie, Sauerstoff, Wasserstoff,
Wärmenden Wasserstoff möchte ich dann umwandeln in Wasserstoffgenerator, den kann ich bauen. Dann brauche ich Gaspumpe, Gasfilter. Ja, ist möglich, einfach ein bisschen verschwenderisch, aber ist möglich. Ich weiß nicht, ob es so selbst regulierend ist von der Energie her. Schauen wir mal. Vermutlich nicht. Okay, ich mache mal schnell eine Stufe langsamer. Hier wurde jetzt doch einiges erledigt. Hier noch. Okay. Also, das wird noch erforscht. Ich werde hier sicher noch so eine Tür machen. Hier hinten eine Luftschleuse. Okay. Dann baue ich doch hier gleich mal noch die... Wie sieht es hier von... Ja, hier habe ich eigentlich wirklich gut Platz. Ich denke, da kann ich auch ein bisschen die luxuriösere Ausgabe machen mit der breiteren Leiter. Mit ein bisschen besseren Luftzirkulation. Die Schleuse auf dieser Seite wird ein bisschen kleiner, damit sie mir nicht das ganze Layout kaputt macht. Sprich, so muss das reichen. Dann gibt es hier einen Umwandler, hier gibt es einen Umwandler. Ich brauche gar nicht so viele. Und dann irgendwo hier unten. Kann ich eigentlich hier bauen. Ich mache hier mal das ganze Layout fertig. Soll ich gleich alles ausbulen. So. Hier gibt's eins. Oh, Moment. Nee. Hier noch nicht, weil ich habe hier noch Sauerstoffproduktion. Das sollte eigentlich schon ausreichen. Nochmal schnell eine Pause. Genau, weil ich brauche natürlich noch einen Übergang. Hier. Und zack. Hier. Und hier ebenso. Zack, zack, ja. Das ist gut so. Passt. Weil hier unten mache ich möglicherweise noch eine zweite Batteriengeneration. Das wird ein Stromnetz, das hängt alles zusammen, hat Vor- und Nachteile. Schauen wir mal, wie das so das gut funktioniert. Also, wenn der hier noch die ganze... Oh nee, Mann. Echt, ey. Brauche ich immer diesen... Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen beherrschen, damit ich hier nicht meine Kontenance verliere. Ich glaube, ich mache mal Stummschaltung. 5 Minuten, tobt mich aus. Nee. So schlimm ist es nicht, aber dieser Sound ist echt lästig. Wenn man das nicht sofort sieht, der kann echt wehtun. Wenn er irgendwas lahmlegt oder die Duplikanten begräbt. Echt nicht so toll.
Währenddem hier noch die ganze Nahrungsgeschichte erforscht wird, schaue ich schnell. Ah, der wär natürlich toll hier unten. Ist aber nicht realistisch. Oh, der ist fertig. Moment. Ja. Ja, definitiv. Den kann ich abbauen. Und den werde ich abbauen. Einmal die ganzen Röhren. Und die Pumpe ebenso. Und was hier noch so rumliegt, das werden wir mit dem Wischmob wegmachen. Und das bedeutet, ich kann hier natürlich jetzt auch... Ja, ich kann hier noch schön runtergraben. So. Na, das wird eh nichts mit der Blüte. Und noch diese 2 Oxalit-Vorkommen abgreifen. Das wird vermutlich nicht reichen. Nee, das wird nicht reichen. Ich baue deshalb noch schnell. Der produziert einfach nicht wahnsinnig viel. Ja, ich könnte noch einen zweiten machen. Das mache ich auch, und zwar auf diese Seite hier. Moment, oder? Das fällt denn hier runter. Eigentlich wäre es hier besser. Okay, ich mache den mal mit großer Priorität. Ich denke aber, dass das auch nicht reicht. Okay, in der Zwischenzeit noch, also ist es nicht besser, die in der Mitte zu machen, weil hier kommt mal so mit 3. Ich denke, das ist besser als von der Küche hier runter. Hier runter in der Mitte brauche ich das nicht, da habe ich ohnehin 2. So. Genau, so machen wir das. Nahrung. Ja. Ist okay für den Moment. Okay, wieder ein bisschen Tempo. Jetzt wahnsinnig, wie lange das dauert. Aber ich muss unbedingt noch diese Ziegel hier setzen, damit die Betten wieder einsatzbereit sind. Machen wir mit hoher Prio. Nicht das Bett, aber Ziegel. Hey. Treffen von Vorteil. Nee, was mache ich denn? Das ist ein stinknormaler Ziegel, der hier reinkommt. So. 9. Okay, Forschung. Das wär's, ja. Sehr schön, dann kann ich das endlich bauen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt endlich noch in dieser Episode, sonst habe ich schon wieder eine Episode was versprochen, das ich nicht einhalten konnte. Das ist ja echt nicht toll. Hier kann ich natürlich noch den Strom abbauen. Ja. Brauchen wir nicht mehr.
Okay, gut. Also ich möchte wenigstens noch ein bisschen was einhalten. Von dem, was ich versprochen habe, es gibt hier eine Kantine, 7, die wird nicht sehr schön sein, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dazu ein bisschen Kunst. Das wäre schon. Das sollte schon reichen für die Kantine. Ich werde es jetzt vorerst auch mal bei diesen 7 Duplikaten belassen, damit hier, ich meine, Nahrung ist genug vorhanden, aber Sauerstoff ist in der Ecke echt nicht so toll. Ist echt nicht so toll. Der hat ja auch gerade noch die Produktion eingestellt. Ach, das wird nicht reichen. Also, ich baue hier noch einen zweiten Deoxidierer. So. Keine Experimente. Das Spiel heißt Oxygen Not Included, da entsprechend müssen wir ein bisschen auf Sauerstoff achten. Den noch möchte ich, dass hier vorwärts gebaut wird. So. Go, go, go. Baut ein bisschen schneller, meine lieben Duplikanten, damit ich wenigstens ein Versprechen mal einhalten kann. Na, müssen die wieder leiden für mich. Ja, c'est la vie. C'est la vie. So habe ich den gebaut. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ah, okay. Das sieht langsam ziemlich gut aus. Ich werde den hier noch abernten lassen. Und dann geht die Ernte auf Passivmodus. Die ernten sich dann von alleine. Es dauert einfach länger. Aber da ich eh eine Überproduktion jetzt habe mit diesen, was waren das, 24, 28 Boxen für 7 Duplikanten in 3 Zyklen. Das wären 7, 24, 21, 28. Das müsste eigentlich ungefähr hinhalten. Ausreichen. Ausreichen ist wohl das bessere Wort. So, die Schleuse. Ja, es ist ein bisschen klein, ein bisschen größer wäre echt nicht schlecht. Eigentlich könnte ich die ja anders bauen. Wenn ich den jetzt ohnehin so mache. Genau, das mache ich doch so. Dann habe ich hier nämlich auch ein bisschen mehr Platz. Genau. Hey, voilà, immer das falsche Symbol. Hier. Hier. So, machen wir das. Weg. Und der kann hier auch wieder weg. So. Der war ja ohnehin so geplant. Ja, da habe ich eine schön großzügige Schleuse. Das sollte auch ein bisschen effizienter sein. Und, meine lieben geneigten Zuschauer. Ich habe ein Versprechen eingelöst. Fast zu Ende dieser Episode von Let's Play. Der Speisesaal. Da steht. Wow. Applaus, Applaus.
Schauen wir mal, was sich hier Neues anbietet. Da rekrutiert wird zurzeit sicher nichts. Aber wenn nichts Schlaues dabei ist, kann ich ja, hat mich nicht so. Suchen wir mal weiter in der weiten großen Welt der Duplikanten. Hier unten kann ich zumauern. Ah, das läuft doch langsam. Soll ich noch schauen, ob ich noch die Küche hinkriege? Da habe ich sogar 2 Versprechen in einer Episode eingelöst. Das wäre echt gewaltig. Sauerstoff sieht wieder besser aus. Ah, das machen wir doch. Also, Küche. Da gibt es sich einen Grill. Dann den Launcher verschiebe ich nach hinten. Und immer schön mit ein bisschen Abstand. Und dann mache ich den gleich daneben. Was kommt hier noch hin? Mit dem Waschbecken eigentlich nur noch Kühlschrank. Eigentlich nur noch Kühlschrank. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich schau mal, ich glaube, ihr könnt natürlich nicht Gedanken lesen. Betrifft der Dekoration, der Block. Ja, Deko plus 5 sind natürlich deutlich mehr, danke meinem Künstler. 6, 8. Also der Block hat die höhere Reichweite. 24 kriege ich hier. Und ich denke, die sind gleichwertig. Also wenn ich die so baue, könnte ich... Da gäbe es 2 Bilder und eine Skulptur und hier gäbe es dann ebenfalls 2 Bilder und eine Skulptur. Dann habe ich Platz für 3 Kühlschränke. Und es wären 4 besser. Ich brauche sicher einen Eingang, Ausgang und... Ne, 3 reichen. 3 reichen. Ja, machen wir so. Verkabelung. Was? Material Salz, Eisen. Ne, der nicht. So, hier schnell eine Pause. Und zwar ist einfach Grund, ich wechsle jetzt den Mancher, der hier wird zerlegt. Ernte noch ausschalten hier. Und Kühlschrank habe ich schon erwähnt. Ich lasse es mal bei 2. So. Haha. Ich denke, das wird noch ausreichen. Ja. Ausgezeichnet.
Gut, das wird der Ausgang, beziehungsweise all das, was essbar ist, wäre nicht. Das wird verarbeitet, vertirbt ein Matsch, frostgefüllte Bergknoten, läuselt die Mehlaus nicht, Nährstoffrüben, Pilz ebenso nicht und Kochzutaten sowieso nicht, Prio 6. Diese hier, weg damit, keine Kühlung, kann ich nicht brauchen. Und dann werde ich hier noch als letzte Tat von dieser Folge noch einen Kühlschrank hinstellen. Ich hoffe, das reicht hier eigentlich noch von... Ja. Reicht das? ...800... Ja, reicht gerade ganz knapp. Reicht ganz knapp. Gut, hier nochmals eine Pause, ebenfalls Prio 7. Und hier kommen alle Kochzutaten rein und von Essen alles, was dort nicht war, das war die Beere, die Laus, der Pilz. So, einmal einräumen bitte. Ach, wunderbar, wunderbar. Super. Gut. Küche fertig, Episode ebenso. Ich habe 2 Versprechen gehalten. Ich glaube, das waren die, die ich auch gesagt habe, möchte ich erreichen. Dann kommt nächste Episode die Stromproduktion, habe ich schon ein bisschen vorbereitet hier. Und wenn die Zeit reicht, Sauerstoffproduktion, weiß ich jetzt noch nicht. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde hier noch eine große Aufräumaktion starten. Gesamte Basis einmal aufräumen. Nein. Falsch. Noch nicht. Weil ich habe hier noch ein bisschen Durcheinander. Das heißt, ich werde hier jetzt noch die Verdichte hinbauen und dann die Aufräumaktion starten. Das werde ich jetzt nicht aufnehmen, weil das ist echt langweilig. Ich werde dann die nächste Folge starten, sobald aufgeräumt ist und ich die Stromproduktion professionalisieren werde. Gut, das wär's für heute. Ich habe meine Versprechen gehalten, hip hip hurra. Ich freue mich auf die nächste Episode, ihr hoffentlich auch. Bis dahin alles Gute. Ja, alles Gute. Tschö.